So, einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, hoffe, es geht euch gut. Habe ich heute den ganzen Tag damit verbracht, was heute den ganzen Tag damit verbracht, Short zu machen. Und ich finde es ja schon faszinierend, wie schwer ich mich tue mit dem Short, obwohl es mit dem Live überhaupt kein Problem ist. Einfach so ein anderes Format, dass mich das so kann verunsichern, dass der Verstand da ja dann schon wieder 'n Weg findet und ich auch merke, wenn ich müde werde, einfach so, weil ich etwas möchte machen, äh, wo so noch nicht in meiner Komfortzone ist und oder wo ausserhalb meiner Komfortzone ist und, ja, dass das dann einfach so schwerfällt. Obwohl's ja eigentlich nichts anderes ist, wie wenn ich jetzt da live bin und rede. Aber einfach so, dass ja, die Erwartung, oder? Die Erwartung, irgendetwas zu liefern, ist einfach so ja, ist einfach irgendwie so beim Mensch, oder? Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, oder? Dass man einfach irgendwie Angst hat, dass man etwas mit zu wenig also nicht genug gut ist oder so. Obwohl sie eigentlich die Leute wahrscheinlich nicht mal merken, oder? Denken so, alle haben das gleiche Problem, aber irgendwie merkt gar niemand, dass der andere Gegenüber, wo das dann vielleicht gerade, 'n Short macht, dass der vielleicht grad nervös war. Eigentlich merkt man's gar nicht, oder? Weil jeder mit sich selber beschäftigt ist. Das ist ja dann immer noch das Lustige. Mhm. Dass eigentlich jeder mit sich selber beschäftigt ist und gar nicht merkt, dass irgendjemand nervös ist oder so, weil wir eigentlich alle alle nervös sind. Genau, aber ja, ich habe jetzt, gedacht, äh, habe eins angebracht, habe jetzt tatsächlich 'n Short angebracht, obwohl's noch nicht so ja, fühle mich noch nicht so wohl damit, aber du, ist okay, habe es mal hochgeladen, oder? Es muss alles irgendwie fürs erste Mal geben und dann, ist dann nachher beim nächsten Mal eigentlich nur noch so halb so wild. Ja, genau. Aber einfach so das anderes Setting, oder? Ein anderes Setting, das ich dann habe, nicht jetzt in dem, sondern einfach irgendwie ein Short, obwohl das nichts anderes ist als eigentlich auch ein Short, nur dass ich halt da live bin. Ja, das verwundert mich immer wieder, oder, dass man sich da so schwer kann tun. Aber ja, jetzt weiss ich nicht hm, irgendwie nicht ein Zuschauer ist da, kann der mir bitte schnell einfach im Chat 'n Daumen schicken? Irgendwie sehe ich meine eigene Nachricht nicht mehr, wo ich gepinnt habe und ich weiss nicht, ob der Chat funktioniert oder nicht. Mir vielleicht schnell 'ne Nachricht reinschicken, dass ich weiss, dass es läuft. Weil eigentlich habe ich 'ne Nachricht angepinnt, aber die sehe ich nicht. Ja, es läuft. Ja, schönen guten Abend, Dardane. Hoi, hoi, hoffe, es geht dir gut. Hast du 'ne gute Woche gehabt? Und bist schon weitergekommen in deiner Suche? Hoi. Ja, ja, das höre ich doch gern. 'Ne Woche ohne Fabio, was ist das, gell? Das ist, super. Freut mich, hast du etwas gefunden. Die Frage, hast du 'n Mann gefunden oder hast du dich für 'ne Frau entschieden? Da würde mich ja wundern. Oder also, bist du auch schon beigegangen, hast den Menschen schon kennengelernt oder hast du die einfach im Internet oder hast du schon das Gespräch gehabt? Okay, ja, dann toi toi, wünsche dir da ganz viel Erfolg, gell? Und sonst offen und ehrlich ansprechen, wenn du dich unwohl fühlst. Einfach, das ist auch das sind auch so Sachen, wo ich gemerkt habe, vor allem auch bei mir selber, wo ich gemerkt habe, ich habe ja auch schon, ähm, ein psychologisches Gutachten gehabt, freiwillig, wo ich gegangen bin und ich habe mich mit dem Menschen nicht so wohl gefühlt und ich kann das dann aber wie nicht können sagen, aber, ich rate es wirklich an, wenn's von deiner Seite auch nicht passt, tu das sprich's an, oder?
Es dient beiden nichts, sowohl der Person wie auch dir, wenn du dich unwohl fühlst und einfach über dich ergehen lässt. Oder? Und ich glaube, das sind auch Themen, wo wir alle noch dürfen ein bisschen lernen. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, oder? Dass man dann so zum den anderen schützen auch, oder? Weil man nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen will, indem dass man vielleicht merkt, so: „Okay, das ist jetzt nicht die passende Person für mich“, aber das muss ja noch lange nicht heissen, dass nicht für viele andere. Ja, dass man es dann eigentlich nicht anspricht und über sich ergehen lässt. Und das soll nicht sein, oder? Weil da geht ja in erster Linie dann um den Menschen, der kommt oder wo sich, ja, wo offen ist, zum Hilfe annehmen. Und dass man da dann auch offen und ehrlich kann reden, oder? Auch wenn du merkst, dass es nicht geht. Einfach, dass ich an der Stelle auch noch gesagt habe, weil das ist auch Sachen, wo ich selber am struggeln bin, immer und immer wieder. Also, oder gsi bin bis jetzt. Genau, darum einfach, wenn du merkst, es geht nicht, dass das offen und ehrlich ansprichst und sonst halt jemand anderes suchst, gell? Weil es soll ja um dich gehen und du sollst dich ja wohlfühlen. Genau, aber toi toi, ja, 'ne Frau, das ist doch super. Mhm. Hast du dann, in dem Verzeichnis jemand gefunden? Super. Ja, das ist doch gut. Ja, ja, wenn's ja grad um die Ecke ist. Genau. Mhm. Ja, was kann ich erzählen, hä? Ja, das freut mich, das freut mich. Ja, und sonst, ich bin ja immer da, also das ist ja auch mein Ziel, dass ich da bin und so meinen Quatsch erzählen. Aber ja, heute fällt mir ganz so viel ein. Eben, habe mich vorher auch mit dem Short, wo ich, versucht habe zu reden, habe mich so verrückt gemacht. Habe dann gemerkt, mein Körper grad komplett reagiert, müde geworden bin, dass ich wieder einen Grund hatte um zu sagen: „Ja, nein, das tue ich nicht machen. Mache ich jetzt nicht, machen wir morgen.“ Aber ja, da einfach wirklich über seinen eigenen Schatten springen, das ist schon man einfach die Sachen macht, wo einem ja, anstatt immer wieder vorherschieben oder einfach immer wieder wir sind Meister im Vertagen und ich merke es auch, oder, dass ich da mache das auch immer das Zeug vor mich herschieben, obwohl ich's ja eigentlich möchte und dann, ja mir ist dann wie so ich finde es bei mir so die Schwierigkeit ich habe dann immer so das Gefühl, ja, mir fällt nichts ein. Und so eben aus dem Nichts raus ist für andere vielleicht einfacher, aber eben ich bin so in der Interaktion, wenn ich wenn ich weiss, um was ich kann reden oder mit jemandem kann reden, dann kann ich eigentlich ohne Punkt und Komma reden. Äh, ohne Punkt und mit Komma. Mit viel Kommas. Genau, dass ich eigentlich dann viel Gesprächsstoff habe, aber so aus dem Nichts raus. Oder vielleicht ist es einfach auch nur ein Schutzmechanismus, zum nicht anfangen, oder? Zum nicht irgendwie sich etwasem Neuem müssen stellen, damit man vielleicht nicht versagen und alles, oder? Ich glaube, mich hat dann schon auch fasziniert, wie clever der Verstand ist oder wie clever das eigentlich ja, dass man selber ist, wie fest man sich eigentlich auch hinters Licht führen, um eben Sachen einfach nicht müssen machen. Es wird dann verkauft mit: „Ja, ich mag nicht“ und man wird tatsächlich müde, oder? Mein Körper ist also ich bin müde geworden und habe eigentlich gar keine Lust mehr gehabt und nachdem ich's gemacht habe, bin ich wieder fit gewesen, oder? Und, wenn ich beobachte halt einfach so Sachen und für mich ist dann das halt einfach dann klar so: „Okay, das ist jetzt mein Körper gewesen, der einen Weg gesucht hat, dass ich's nicht machen muss, dass ich nicht aus dieser Komfortzone raus muss.“ Oder? Und es ist auch wenn jetzt live na naheliegend ist, beziehungsweise wenn's ja eigentlich fast nichts anderes ist wie ein Shortreden, ist ja doch noch mal etwas Neues. Oder? Es ist noch mal ein Ort, wo ganz anders gehandhabt wird, wo vielleicht die Leute anders reagieren, wo nicht die Leute freiwillig kommen, sondern man wird einfach reingespült, oder? Da auf den Videos müssen sie dann selber drauf drücken und beim Short bist du einfach im Feed drin, oder? Und dann drücken sie dich weg. Vielleicht ist es auch damit, ja, vielleicht auch mit irgendwie mit Selbstwert, oder? Wenn man dann Daten sieht, wie viele Menschen einem weggetan haben, dass man dann vielleicht wieder vergleicht und denkt: „Okay, wenn das niemand schaut, bin ich nichts wert“, oder? Und, ja, da sind wir alle, oder? Alle wollen wir eigentlich einfach nur, dass wir geliebt werden und Anerkennung. Und ja, von dem her ist das Internet schon echt noch 'n Herzpflaster. Man muss schon gewisse Portionen Selbstvertrauen mitbringen, auch Selbstwert, dass man sich nicht, ja, eben wegen so Sachen dann verrückt macht, oder? Dass man dann das nicht
dass man das dann nicht auf sein Können beziehen. Wenn jetzt zum Beispiel steht, 80% haben weggewischt, oder? Dann kann ich wieder sagen: „Okay, ich rede Schweizerdeutsch, das versteht nicht jeder“, aber ja, das ist halt dann schon ich merke bei mir schon auch schnell, dass dann kommt so: „Ja, okay, in dem Fall interessiert es niemand“, oder? Und dann versuche ich mich dann schon immer wieder aus dem rausholen, nicht, dass ich in dem ja, in der Abwärtsspirale dann gefangen bleibe. Aber ja, mach's Tag zu Tag besser. Genau, und da merke ich auch, oder, es ist einfach alles das Dranbleiben, es Wiedermachen, es mit sich lernen, mit sich selber klarzukommen, oder? Jeder Situation, dass man eigentlich nicht das von außen dass man nicht aussen über sein Innere entscheiden lässt, oder? Dass jetzt nicht, äh, wie viel haben mein Video gesehen, an meinem Selbstwert, rüttelt, oder? Und ich glaube, das ist jetzt dort bei so etwas kann ich das gut lernen, oder? Im Internet, aber es ist halt auch im echten Leben so, oder? Dass man halt so vieles persönlich nimmt, auf sich bezogen nimmt, oder? Mit all seinen Glaubenssätzen, die man hat, die man in der Kindheit erfahren hat, hat man irgendwie negative Sachen erfahren und gehört irgendetwas und hat man grad das Gefühl, es ist an einem selber ist etwas nicht gut, oder? Und ja, es sind schon recht viele Menschen, die mit dem zu kämpfen haben, wie ich merke. Also, wir haben alle eigentlich recht viele Ähnlichkeiten. Danke vielmals fürs Kompliment, das nehme ich sehr dankend an. Ja, ich habe schon viele laute Männer gehört und das ist auch ein Phänomen, wo ich wo mir aufgefallen ist, dass dann eben, wenn ein Mann laut ist und dominant ist, dass dann auch eben die Frauen eher oder generell die Menschen dann zu dem schauen und dann halt auch sehr schnell eben auch viele dann solche sind, wo andere können um den Finger wickeln und alles. Darum, ja, ich nehme das dankend an. Das Kompliment, vielen Dank. Ich gebe mir da auch viel Mühe. Ich merke schon auch, ich habe das jetzt ich bin schon mein Leben lang auch, für Menschen da und habe dann schon gemerkt gehabt, wenn ich rede, dass dann eben schon auch der Fokus auf mir ist. Oder ich weiss schon auch, dass ich irgendeine gewisse Ausstrahlung habe, ich selber kann es nicht nachvollziehen. Oder da ist dann wieder der Selbstkritiker, wenn ich mich anschaue und denke: „Ja, was hat man dann?“ Oder wenn ich mich höre reden, jetzt immer besser, denke ich: „Ja, was hat man dann von mir?“ Aber es ist natürlich auch etwas, wo ich mich dann wieder, kann dran heben, wenn ich an mir zweifle, dass ich eigentlich kann sagen: „Hey, schau, die Vergangenheit oder die Menschen geben mir ganz ein anderes Bild oder geben mir ganz ein anderes Feedback, wie ich jetzt wieder an mir zweifle, oder? Und so kann ich mich dann auch eben mit so Kompliment kann ich mich dann auch wieder, zurückholen, oder? Also, wenn ich im Zweifel versinke. Darum ja, danke an dieser Stelle. Hm, und mir ist auch wirklich ein Anliegen, dass ich das, was ich erzähle oder wo ich weitergeben will, auch irgendwie selber an mir erfahren habe, dass ich auch kann sagen: „Okay, es entspringt auch aus irgendetwasem raus, wo ich dahinterstehe.“ Oder nicht, dass ich einfach irgendetwas erzähle. Ähm, Ich bin das alles auch selber am am Anschauen, am Testen, oder? Habe alles, selber irgendwo durch schon erfahren. Und durch die kleinen Erfahrungen kann ich auch sagen, dass es ja in dem Fall auch ins Grosse raus muss, auch wenn ich bei Teils Sachen noch nicht so gross kann aktuell noch nicht so gross kann denken. Aber eben, viele sagen auch jetzt zum Beispiel ist auch 'n sehr spannendes Buch, das rate ich dir an, das kostet 10 Franken. It works, es funktioniert. Ähm, ja, ist ein sehr spannendes Buch und, eigentlich ganz ja, geht um Wünsche, oder? Dass man sich wirklich mit seinen Wünschen auseinandersetzt. Und ja, hat dann ein bisschen einen ähnlichen Background wie vom Neville Goddard, aber nicht so das Visuelle. Da muss man nicht visualisieren, sondern wissen, was man will und immer wieder, lesen, Morgen, Mittag und Abend, dass es eben auch ins Unterbewusstsein geht. Eigentlich ein ähnlicher Prozess in dem Sinn. Nein, bin nicht alleine daheim. Zora, der Schatz ist auch da. Genau. Nein, wirklich sehr ein Buch, das auch empfehlenswert ist und es ist schön an dem ist, es ist innerhalb von 20 Minuten gelesen. Ja, ist kurz gehalten. Mhm. Genau, nein, von dem her bin ich halt schon am Schauen, dass ich auch wirklich etwas, weitergebe, wo ich selber erfahren habe oder wo ich auch wirklich dahinter stehe und immer mit dem Ziel, dass
eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, dass der Mensch, merkt, dass er eigentlich das Zentrum von oder das Machtzentrum von sich selber ist und somit eigentlich alles in der Hand hat oder eigentlich wirklich die Selbstermächtigung. Weil ich merke schon, wir sind schon sehr zerstreut. Viele wissen eben gar nicht, was sie wollen, oder? Sie haben, und das sagt er eben auch, das Wichtigste ist, dass du etwas bevor du etwas bekommst, dass du genau weißt, was du willst. Weil sonst kann das Leben das nicht schicken. Das ist wie wenn du sagen wir, du willst Hosen kaufen und du gehst ins Internet und weißt nicht, was du willst, dann wirst du keine Hose finden und etwa ähnlich ist es eigentlich, dass eigentlich so 'n grosser Katalog ist und je genauer du weißt, was du willst, desto entschlossener bist auch, dass du das umsetzen willst und eben auch das RAS, retikuläre Aktivierungssystem in unserem Hirnstamm, das filtert ja alles. Das kann man neurobiologisch also das kann man nachweisen. Das sieht man und der Hirnstamm filtert, was du willst, oder? Und viele wissen halt nicht, was sie wollen und Glaubenssätze sind auf eine Art auch etwas, was du überzeugt bist. Es ist eigentlich wie wenn du würdest wissen, was du willst, entwickelt sich das eigentlich auch zu einem Glaubenssatz, dass du weißt, dass du das willst. Ist ja dann auch ein Wissen, ein Glaubenssatz auf eine Art, oder? Aber wir wissen halt nicht, was wir Positives wollen, sondern wir wissen alles in die Glaubenssätze, in der Negativität und so erleben wir halt unser Leben dann einfach in die Richtung. Und gerade jetzt mit dieser vielen Ablenkung heutzutage, wo der Mensch sich wirklich nicht mehr mit sich selber auseinandersetzt, sondern sich in Social Media oder in ähm, Gamen oder Video oder was auch immer verlieren, ist es umso wichtiger, dass es in meinen Augen auch eben so Orte gibt, Menschen gibt, die zeigen, wie einfach das eigentlich wäre, dass man alles im Leben kann erreichen kann. Und da gebe ich auch weiter, oder mit dem Kanal, da will ich unbedingt, dass das Wissen weitergeht, mir ist wirklich ein Anliegen, dass der Mensch weiß: Hey, ich kann alles in meinem Leben erreichen, vom kleinsten Wunsch bis zum grössten. Und vieles fängt im kleinen Wunsch an, oder? Wo man heute noch denkt oder, äh, da sieht man eigentlich gut anhand von dem Beispiel 'n Multimillionär. Wenn wir 'n Multimillionär befragen: „Was hast du das Gefühl, wie lange geht's für dich, bis du das Ziel erreicht hast?“ Dann ist das für 'n Multimillionär, der überzeugt ist von sich, sonst hätte er nicht die Multimillionen, gibt der ganz andere Zeitspanne an wie jemand, der an sich zweifelt, oder? Und wenn man halt weiss oder je genauer dass man weiss, was man will, desto eher kann man's auch bekommen. Und ja, darum eben mit kleinen Sachen anfangen, weil dann merkt man, hey, wenn's ja wirklich es funktioniert und so stärkt sich das Ganze und dann merkt man auch immer mehr, hey, das hat wirklich etwas und vertraut dem Ganzen auch immer mehr und ja, und so kann man sich von kleinen Wünschen zu grösseren genau, immer zu grösseren Ähm, Aufschaffen. Ja, irgendwie kitzelt's mich. Nein, ich kann eigentlich nicht den husten, aber irgendwie kitzelt's mich. Hm, jetzt einfach grad vielleicht zu viel geredet schon. Ah, genau. Jetzt bin ich aber ich verwirrt. Hm, vielleicht. Vielleicht. Ja, 'n lauten Kehlkopf habe ich. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Oh, heiß ist es. Oh, finde ich's nicht besser. Weißt du drauf? Mal schauen.
Puh. Okay. Ja, jetzt fühle ich mich noch beobachtet. Ja. Ja, nein, das ist doch schön. Dann weiss ich, dann bin ich nicht langweilig, das ist doch okay. Danke. Ja, und sonst, was habe ich zu erzählen? Ich bin nicht so einfallsreich heute grade. Könnte ich noch erzählen? Was war's? Ja, nehmt hm, ja. Ich darf lernen, dass es auch okay ist, wenn ich nichts zu erzählen habe. Dann macht es mir weniger Stress. Nein, eben das Ziel ist ja von dem Format, dass die Menschen oder du dich angesprochen fühlst, wer auch immer grad da ist, mit euren Themen kommen könnt. Wenn ihr irgendwo nicht weiter wisst, dass ich von außen kann 'nen anderen Blickwinkel geben, weil, oftmals sieht man einfach in seinen Tunnelblick links und rechts nicht mehr. Und ich habe auch jetzt auf meinem Weg auch dürfen lernen, dass es eigentlich gar nichts gibt, wo gegen einen ist, sondern dass jeder Schritt, wo man aktuell steht, wenn man es dann auch zulassen kann, genau so muss sein, damit man weiterkommt auf seinem Weg, wo man hin will, oder? Und eben genau, wenn man halt weiss, was man in dem Sinn will, dass dann je nachdem das Leben anfängt, sich in die Richtung zu bewegen. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand weiss, er wünscht sich, wenn er wirklich vom tiefen Inneren davon überzeugt ist und er wünscht sich vielleicht einfach einen liebenden Partner und sein aktueller Partner ist vielleicht nicht so liebevoll, dann kann es sein, dass die Beziehung kaputt geht. Und viele Menschen, die dann ja eigentlich wissen, was sie wollen und ja jetzt eigentlich manifestieren und somit das vom Leben wieder bekommen, was sie sich insgeheim wünschen, aber gar nicht vielleicht laut ausgesprochen haben, sondern einfach im Wissen, was sie wollen, jetzt das Leben die Weichen neu stellen und plötzlich vielleicht die Beziehung kaputt geht, oder? Und viele Betroffene sind dann in dem Moment wieder enttäuscht, dass das Leben jetzt gegen einen ist. Und da wenn man sich da kann sagen, das Leben ist immer für mich, dann merkt man nämlich: „Okay, das ist jetzt ein nötiger Schritt, um dort anzukommen, wo ich hin will.“ Und da kann man sich fragen so: „Was sind denn meine Wünsche?“ Wenn ich mir dann höre also, wenn ich dann weiss: „Okay, ich wünsche mir liebevolle Beziehung und jetzt geht die Beziehung kaputt, wo ich mir selber eigentlich gar nicht als liebevoll anschaue, dann bin ich jetzt vielleicht nicht das Opfer, dass die Beziehung kaputt geht, sondern ich bin der glücklich, wo jetzt dort angetragen wird, wo ich hin will. Das heißt, es muss halt einfach das alte Ich du kannst das alte Ich nicht mitnehmen ins Neue. Das heißt, wenn du dir etwas wünschst, dann kann dein alte Ich nicht mitkommen, weil das nicht Teil von dem Neuen ist. Das heißt, wenn du dich eine Beförderung wünschst, schon nur das, wenn du dir eine Beförderung wünschst in deinem Job, dann hast du nachher nicht mehr den gleichen Job. Du musst den alten Job aufgeben, um den neuen Job zu bekommen. Oder du kannst ja nicht an beiden Stellen okay, kannst schon 200% arbeiten, das schon, aber du kannst ja wie nicht an beiden Stellen sein. Und das ist das Gleiche, wenn dir 'ne liebevolle Beziehung wünschst und insgeheim deine aktuelle Beziehung nicht liebevoll empfindest, dann ist der Schritt, dass wie beim Job, dass der Alt muss weggehen, also muss der alte Partner weg, der alte Job weg, dass der neue Partner, der neue Job kann kommen, oder? Und da merke ich, das ist die Gefahr, vor allem auch grad jetzt in meinen Augen von der ganzen grad in der Manifestationsszene auch, dass viele sich was wünschen und nachher enttäuscht sind, wenn sie etwas geliefert bekommen, weil sie sehen dann den nächsten Schritt nicht oder den aktuellen Schritt nicht als Teil vom Weg, sondern es ist wie das Leben gegen mich. Und das ist dann da muss man dann aufpassen, wenn man sich dann als Opfer sieht und
man manifestiert dann noch mehr von dem Opfer-Dasein, oder? Weil bewusst ist die einzige Realität. Das heisst, wenn du dir bewusst bist, dass du das Opfer bist, du kommst immer über, was du willst, darum musst du auch wissen, was du willst, du bekommst, was du willst. Und wenn du überzeugt bist, dass du immer das Opfer bist, dann ist das auch ein Wollen, weil du weißt schon, dass du das bist. Du wünschst es dir nicht, wirklich, aber es ist eine innere Annahme und das, was du in deinem Inneren für wahr empfindest, das bekommst, oder? Das bekommst du, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und darum sich immer fragen: „Was wünsche ich mir? Was rede ich die ganze Zeit mit mir?“ Weil das ist ja das, wo man daraus bekommt, oder? Das heisst, wenn man, ja eben, vielleicht, keine liebevolle Beziehung hat, mal schauen, wie man sich mit sich selber redet, oder? Ist man vielleicht selber nicht liebevoll zu sich oder, ja, wünscht sich nicht etwas Besseres, sondern ist immer das Opfer von seiner aktuellen Beziehung und weiss gar nicht, was für 'ne Beziehung das man eigentlich will. Genau, so kann man sich wirklich Schritt für Schritt fragen, so: „Ja, was will ich?“ oder w an was denke ich dann? Was sind so meine Sehnsüchte? Und das sind dann auch solche Sachen, wo das Leben einem liefert. So wie eben, wenn du weißt, was du willst und 'ne Hose im Internet bestellst, dann kommst du die Hosen über. So akkurat liefert das Leben auch. Aber der Mensch ist oft nicht darauf vorbereitet. Er weiss nicht: „Okay, mir muss in dem Fall vielleicht zuerst den Job auseinanderfallen, dass ich kann an den neuen Job kommen.“ und sieht dann den Schritt nicht als den Weg. Und darum zu wissen, dass eigentlich jeder Schritt, wo man aktuell steht, immer für einen ist. Da ist wirklich auch, das ist 'n Punkt, ja, wo ich jedem ans Herz lege, sich mit dem anfreunden, dass nichts gegen einen ist, sondern dass es immer der aktuelle Schritt ist auf'm aktuellen Weg für den nächsten Schritt, wo man sich wünscht. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, von dem, wo man ausgeht, von seiner inneren Annahme, oder? Und ja, so tut man sich viel Leid ersparen, weil wenn man abdriftet von: „Jetzt ist das Leben ja wieder gegen mich“, dann zieht man noch mehr davon an. Und in der Opferhaltung oder im Opfer, das ist dass man das Gefühl hat, es ist immer alles gegen einen, dort drin ist es viel einfacher zu bleiben als also eben, wenn man sich einmal als Opfer sieht, hat man viel Bestätigung, dass man eins ist, oder? Und darf man einfach nicht zu lang drin verweilen und vor allem nicht annehmen, sondern nicht raus, weil sonst wirst du immer mehr davon bekommen, bis irgendwann gar nicht mehr anders kannst als sagen: „Ja, ich habe es doch gewusst, ich habe es doch gewusst. Mir passiert immer die gleiche Scheisse, mir passiert das immer. Ich habe es doch gewusst, immer ich.“ Oder alle anderen haben Glück, ich nie. Alles Glaubenssätze, die selbsterfüllend sind, weil ein Glaubenssatz ist etwas, wo du glaubst. Und was du glaubst, von dem bist du überzeugt. Und wa von dem, wo du überzeugt bist, das kommst du über, weil das ist etwas, das ist von dem, ja, das ist die Frequenz, die du ausstrahlst, deine Überzeugung. Oder? Und darum kommt das auch wieder zurück zu dir. Darum sich fragen, was für Glaubenssätze sage ich, ringhörig werden. Was für Sätze tue ich tagtäglich mit mir reden? Was rede ich? Sage ich, alle anderen sind besser wie ich? Okay, dann weiß ich, okay, wenn ich von dem überzeugt bin, dann werde ich immer wieder Gründe bekommen vom Leben, weil es liefert einfach, was ich bestelle und ich bestelle, alle anderen sind besser wie ich. Das heisst, die Bestellung, die jetzt kommt, ist eine Bestätigung, dass alle anderen besser sind. Dass du wieder das kannst bestätigt haben. Und so ist es halt mit allen Glaubenssätzen, oder? Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel auch, oder es gibt auch versteckte Glaubenssätze, die anders ausschliessen. Also, wenn du zum Beispiel überzeugt bist, dass reiche Menschen geizig sind, dann bist du insgeheim möchtest du dann gar nicht reich sein, weil sonst wärst du ja geizig. Das heisst, du müsstest dich selber verurteilen und um dich dann selber nicht verurteilen, weil ja du anscheinend was gegen geizige Menschen hast, weil du's ja so siehst, sabotierst du dich, dass du überhaupt kannst wirklich an Geld kommen, weil sonst wärst du ja geizig. Das heisst, das ist auch 'n Glaubenssatz, wo indirekt dich von Sachen weghalten, oder? Von zum Beispiel vom Geldstrom weghalten. Oder, ja, oder, Geld die Reichen sind alle, ja, beuten die Welt aus, wenn das Glaubenssätze sind. Und oftmals sind auch Glaubenssätze, höre mal, was, deine Eltern gesagt haben, oder? Was haben die Eltern über Reiche zum Beispiel geredet? Weil Geld ist schon auch ein Thema, ähm, wo auch sehr 'n schlechten Ruf hat. Darum viele Menschen sind arm, weil sie einfach Glaubenssätze übernommen haben, vielleicht auch von der Familie und gar nicht merken. Weil wenn vielleicht immer geheißen hat: „Ja, wir dürfen nicht viel ausgeben, weil wir sind knappe Kasse“, dann ist das 'n Glaubenssatz, wo vielleicht heutzutage noch ist, dass du jetzt auch knappe Kasse bist, obwohl's du vielleicht gar nicht sagst, sondern davon überzeugt bist: „Okay, ich darf nicht viel ausgeben, weil wir sind knappe Kasse.“ Was heisst das indirekt? Ich habe nicht viel Geld, das ich ausgeben kann.
oder? Das sind vielleicht ist das etwas, wo den Eltern übernommen worden ist. Oder wenn die Eltern gesagt haben: „Ja, eben die Reichen, ich will nicht reich sein, weil sonst werde ich auch so 'n Assi“ oder was auch immer, oder? Das sind nur Beispiele, oder? Das heisst, wenn du das gehört hast, dann weißt du: „Okay, Reiche sind Assi, ich will auch kein Assi sein, also ist Reichtum etwas, was nicht automatisch zu mir kommt.“ Und das sind so Glaubenssätze, die findet man oftmals gar nicht raus. Und darum mal fragen, was ist in der Kindheit so auch geredet worden, oder? Weil das sind Sachen, die du unbewusst mitträgst, wo dich sabotieren können heute noch, oder? Und Geld ist schon etwas, wo immer noch angeschaut wird, es ist nicht gut. Äh, Das Interessante ist, dass in der spirituellen Szene sogar Menschen sagen: „Ja, wir dürfen kein Geld annehmen.“ So eben, es sind ganz komische Sachen, Glaubenssätze unterwegs, oder? Und, ja, wirklich für sich selber entscheiden, oder? Und, seine eigenen Überzeugungen haben, oder? Ist Geld dann wirklich schlecht? Ja, es hilft dir ja durchs Leben kommen. Also, wieso ist denn Geld halt schlecht? Oder? Es ist so, man kann Schlechtes anstellen mit Geld, aber das Geld per se ist ja nicht schlecht. Das ist ja einfach nur Geld. Äh, Wahrnehmung oder, seine subjektive Wahrnehmung oder sein Dings, wo man interpretiert dann, oder? Weil eben mit den Glaubenssätzen, wenn man immer gehabt hat: „Okay, Leute mit Geld sind geizig“, dann hat man vielleicht schon das Gefühl, Geld ist schlecht, aber es ist ja nicht per se schlecht. Es ist so, wie's du anschaust. Es ist deine Interpretation von Geld, oder? Und darum Geld ist einfach Geld. Es ist einfach, oder? Wie wir interpretieren, so erleben wir unsere Welt. Hey, Dardane, jetzt habe ich grad gesehen, grad aufgeblinkt, du bist aufm Flug. Danke, bist da gewesen und schön, dass du immer wieder kommst und ich drücke dir alle Daumen. Nein, in dem Fall sehen wir uns vielleicht noch vor deinem Termin. Falls nicht, ich drücke dir die Daumen, dass du jemanden gefunden hast, wo passt, gell? Dass da, ja, zu deinem Wohle ist. Die Nachricht vorher habe ich nur gesehen, dass sie gelöscht worden ist. Ich habe aber nicht gesehen, was da gestanden ist. Da kann ich keine Stellung nehmen. Falls es wichtig ist, sagst du mir's sonst einfach noch mal, aber ich wünsche dir ganz 'ne schöne Nacht, gell? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Nein, eben mit diesen Glaubenssätzen, es ist auch Glaubenssatz, ich muss immer die scheiß Arbeit machen. Ein Glaubenssatz ist auch, das Leben ist hart. S Musst dir mal vorstellen, wenn du 'n Glaubenssatz hast: „Das Leben ist hart“ und du möchtest ein Business aufbauen mit dem Glaubenssatz: „Das Leben ist hart“, oder? Siehst, wie viel wie viel Arbeit das in dem Moment hast bei dem Businessaufbau, oder? Im Gegensatz jetzt stell dir vor, du willst ein Business A aufbauen und es gibt dein Kollege baut auch das Business A auf. Du hast den Glaubenssatz: „Das Leben ist hart und nur die Harten kommen in den Garten.“ Und dein Kollege hat den Glaubenssatz so: „Ja, mir gelingt eh alles mit links, alles, was ich anfasse, alles, was ich anlange, wird zu Gold.“ Und ganz ehrlich, wer wird zuerst Erfolg haben? Oder wer wird überhaupt mal Erfolg haben? Weil der eine haltet sich ja regelrecht schon weit fern davon ab. Wenn er sich das nie revidiert, wird er immer wieder das ernten, was er sät. Das heißt, er wird immer wieder ernten, dass er keinen Erfolg wird haben oder dass es schwierig ist, oder? Und das heisst, es jagt vielleicht am Anfang eine Schwierigkeit nach dem anderen. Wenn man dann nicht genug stark ist und von diesen Schwierigkeiten sich beunruhigen lässt, dann, ja, hört man vielleicht irgendwann wieder auf, weil es ist zu schwer gewesen. Und der andere, der sagt: „Ja, alles, was ich anlange, wird zu Gold“, der wird wahrscheinlich schon lange seinen Erfolg haben, während du dort am Kämpfen bist, oder? Darum wirklich aufpassen, was man sich mit was für, Gedanken dass man sich abgibt, weil ein Gedanke ist am Anfang harmlos, aber er führt zu Handlungen oftmals. Ein Gedanke kann zu 'ner Handlung führen und wenn eine Handlung getätigt wird, dann hat man ein Resultat und das Resultat kann sich zu einem Glaubenssatz irgendwann zu verhärten, wenn du das öfters gemacht hast. Also auch nur Gedanken können sich zu Glaubenssätzen, aber oftmals ist Erfahrung, wo halt dann sich sofort in deinem Körper und in deinem Wissen speichern, ob es jetzt gut ist oder schlecht, oder? Und die Schlechten dann noch eher, die Guten sind dann schnell wieder vergessen, aber die Schlechten sind wirklich, die bleiben. Und ich meine, wenn wir in der Steinzeit, also unser Hirn ist immer noch wie in der Steinzeit. Ich meine, wenn man dort, hinter jedem Busch Beere erwartet hätte, dann hätte man vielleicht, irgendwann einen Säbelzahntiger bekommen. Darum hat biologisch gesehen ist es schlau, dass hinter jedem Ecke eine Gefahr erwartest, weil das ist überlebensnotwichtig. Wenn du in der heutigen Zeit ist nicht mehr hinter jedem Ecke irgendetwas, aber wir sind noch so, oder? Wir sind wirklich so, dass alles, was wir machen, siehst du mal, eine Gefahr ist, weil wir halt einfach noch wie früher sind, oder? Dass wir halt nicht
hinter dem nächsten Ecke einfach aufgefressen wird, weil man unvorsichtig dort anläuft, so dü 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 dü. Darum ist es heute ein bewusstes Umprogrammieren von dem alten ja, von dem alten Kernprogramm, wo wir da in uns haben, oder? Und, es ist ja aber auch gut, wenn man, von Gefahr, gewarnt wird. Es ist halt einfach viele verbleiben dann in dieser Gefahr oder haben Angst. Eben der Chef ist ja auch schon eine Gefahr, ist ja auch 'n Säbelzahntiger, der Chef oder das Telefon, das du machen musst. Es ist ja alles oder alles, ja, mit Dauerstress, wo wir heute auch sind. Ja, ich hole mir schnell was zu trinken. Da, Lichter. Okay. Hallo, Frau Zora. Nein, ich habe eben vorher gefragt, weil irgendwie weiss ich nicht warum, aber ich habe noch kein einziger Mensch ist irgendwie in den Stream reingeschickt worden von YouTube. Darum bin ich mir grad ein bisschen überfragt. Vielleicht auch, weil ich den Namen gewechselt habe vom Stream und er nicht so viel aussagt, obwohl ja eigentlich schon. Ja, darum wollte ich wissen, ob ich überhaupt aktiv bin, weil ich habe heute auch noch einen zweiten gestartet, weil ich mal wollte testen wegen der Übertragung, ob ich kann in höherer Auflösung und vorher, wo ich gestartet habe, ist noch gestanden, dass der noch live ist, aber ich habe den nicht gefunden und jetzt bin ich nicht sicher gewesen, ob ich parallel an 2 dran bin. Darum wollte ich da noch kurz wissen. Aber ja, mhm. Hm, ja, vor allem schade halt. Das finde ich eher ein bisschen schade, aber ich lasse mich davon nicht verunsichern. Ja. Nein, ich finde es mehr einfach, ja, schade. Also, es ja eigentlich wirklich etwas Wertvolles ist, was ich da weitergebe und es einfach an keine Ohren kommt. Das finde ich halt einfach schade. Aber ja, ich kann ja aus den Videos schneiden, darum halb so wild, halb so wild. Es ist jetzt finde ich's noch schade und bald lache ich drüber und denke nicht mehr an die Moment. Genau, weil das wird ja schon ein bisschen anders sein. Ich weiss ja, was ich will. Mhm. Darum wird's ja so. Ja, und bei der Kamera habe ich jetzt ein Dings rausgenommen gehabt. Ich habe jetzt einfach den Weissabgleich rausgenommen, dass es einfach eine Farbe ist. Voll. Und da sehe ich langsam auch so, eben, ihr könnt viel profitieren und, das ist ja auch eben von mir aus auch 'n Prozess. Am Anfang habe ich gedacht: „Was wollte ich schon erzählen?“ Jetzt weiss ich ja mittlerweile auch eben, das ist man muss sagen, jetzt weiss ich ja auch, dass das an Ohren muss oder an Ohren darf, dass es nicht überheblich tönt. Genau, und das ist ja auch etwas das ist ja auch 'n neuer Entscheid, oder? Vorher habe ich gedacht: „Was will ich schon erzählen?“ Und jetzt weiss ich mittlerweile so, was ich dass es auch gerne an Ohren sollte gehen, weil, ich weiss, dass ich etwas zu erzählen habe. Das ist ja auch 'n Wandel von mir und, ja eben, man kommt ja über, was man will und wenn ich selber überzeugt bin, so: „Ja, was will ich schon erzählen?“, dann ja, wer will dann schon zuhören, oder? Und, darum wird das schon mit dem Bewusstsein, wo ich da auch entwickle, wird sich das ändern. Aber bin ich davon überzeugt. Ja. Ja, aber vielleicht schreckt es kann auch sein, vielleicht schreckt einfach auch der Titel grad ab. Machen wir noch mal den Alt an oder keine Ahnung, ich weiss auch nicht. Nicht zu viel Gedanken machen am besten. Hast du in dem Fall dein Zeug können aufladen hä?
Das ist doch cool. Tut's nachher noch ändern, das Bild, dass es nicht mehr das ist. Sonst, ja, wo bin ich gsi? Habe ich nein. Ja, sonst bin ich gar nicht so einfallsreich. Ich würde sagen, immer wieder, nachher rede ich 20 Minuten. Ja, heiß ist mir grade ein bisschen. Wo ist die Klimaanlage? Ja, 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 der ewige Perfektionismus. Ja, das kann auch etwas sein, bei dir jetzt nicht, aber dass man, mit Perfektionismus auch die ganze Zeit seine Sachen vorherschiebt. So, habe vorher auch erzählt vom Short, wo ich oder wo ich einfach machen wollte und einfach irgendwie bin ich müde geworden, der Körper, und, am liebsten fast schon die Ausrede gehabt, so: «Ja, machen wir morgen.» Oder der Perfektionismus kann auch so sein, oder dass man einfach gar nicht erst so weit ist, dass man fertig ist. Ja, das kann, glaube mehrere Sachen sein, jetzt nicht nur zwingend eben Unsicherheit, eben sicher auch Ästhetik oder, Flucht, dass man gar nicht fertig ist. Aber du tust ja fertigsetzen, also absenden, darum ist es ja schon nicht 'ne Flucht. Aber eben, dass man so lange an etwas rumtöchterlet, dass man dann nachher, es gar nie so weit ist. Oh, aber heiß. Goldgeschnitt, kannst ja goldige Schere anstellen. Oh, jetzt werde ich aber auch müde. Okay, ja, dann passt's ja. Hm, ja, was heisst so, bei mir muss eigentlich alles gleich sein, wenn das auch Perfektionismus ist, oder eben, dass ich, wenn ich jetzt an einem Video etwas ändern muss ich es bei allen ändern. Ist das auch Perfektionismus? Eigentlich ja eher nicht. Sonst, ja, bin ich mich mehr unsicher, weil ich nicht weiss, ob es etwas wird. Aber ich würde schon eher sagen, so: «Jetzt langt das für mich.» Also, bin schon eher dann sagen so: «Du, das ist jetzt gut für mich», wo andere dann sagen: «Ja, nein, da kann man noch ein bisschen den goldenen Schnitt finden.» Und ich habe schon den silbrigen Schnitt ist für mich dann schon okay gewesen. Ja. Ja, eben zwanghaft ist, wenn's einem schadet, oder? Das habe ich das die andere Psychologin gesagt, eben wenn's einem schadet, ist es sicher zwangshaft.
wenn der Perfektionismus einem schadet, aber eben wenn's jetzt etwas ist, wo ja machst, damit's für dich wohlfühlst und es ja dann gleich absendest, dann ist es ja dann vielleicht kein also zwanghaft, aber eben, wenn du irgendetwas musst noch ausräumen, wenn du heimkommst und das muss echt ausgeräumt sein, bevor du kannst schlafen und sonst geht das überhaupt nicht und das, ja, dann könnte es eher vielleicht zwanghaft sein. Das schadet. Ja, ja, wollen wir nicht raus. Nein, denke ich nicht. Denke ich auch nicht. Sicher nicht pathologisch. Mhm. Und was habe ich gemacht? Mega schön. Ah, ist ja schön. Das ist ja schön. Ja, eben, was ich cool fände, wenn ich, nicht nur 1080p hat, das nervt mich ein bisschen. Du sagst, es ist okay. Das wäre jetzt ja, ich hätte jetzt so lieber 'ne höhere Auflösung. Ähm, das stört mich ein bisschen. Das ist für mich dann so eine Art Perfektionismus, weil ich einfach ohne etwas machen bessere Qualität hat. Das nervt mich, oder? Dass ich, ja, sehr easy etwas noch können verbessern eigentlich. Aber der Hotspot lange nicht und mein PC lange nicht. Aber ja. Hey, aber ich glaube im Fall, wenn da eh nichts passiert, dann mache ich doch fertig, dann habe ich noch ein bisschen Feierabend. Äh, auch okay, 10 Minuten früher. Ja, dann ist gut, wenn's gut aussieht. Ja, eben, ich habe vorher getestet, es geht ich könnte es auf 2K ich könnte es hochstellen, aber er motzt immer wieder, dass es zu viel Übertragung braucht. Jetzt in dem Bild geht's, aber da habe ich ja auch schon gestockt gehabt. Oder mit 1080 habe ich ja auch schon gestockt gehabt. Äh, ja, darum mit dem anderen muss ich's nicht versuchen. Das geht, glaube ich, auch nicht, solange ich nicht 'n Festnetz Anschluss habe. Nein, dann ist schon gut. Äh, nein, aber in dem Fall mache ich, Feierabend. Ich kündige mal an, dass ich fertig mache, dann dürfen doch jetzt die nächsten 2 Leute reinkommen. Danke vielmals. Äh, nein, wir müssen aufpassen mit, Sarkasmus. Jetzt sind wir wieder. Nein, natürlich nicht. Das nächste Mal kommen alle beim Start rein, da freue ich mich mega. Nein, würde mich wirklich mega freuen. Genau, dann verabschiede ich mich einmal heute bei YouTube und möchte sagen: „Lieber YouTube, an dieser Stelle bitte schick mir das nächste Mal ein paar Leute in das Live. Da können alle was lernen und alle etwas Gutes mitnehmen. Darum würde ich mich freuen. Äh, genau. Und sonst, ja, wünsche ich einen guten Abend oder noch jemand kommen. Falls die Person noch etwas möchte, bin ich gerne da und sonst verabschiede ich mich weiter. Ja, lustiges Phänomen, immer wenn ich mich verabschiede, kommen die Leute rein. Genau. Darum bleibe ich mal noch kurz. Guten Abend, Zuschauer. Äh, ja, genau. Live-Lebensberatung, wenn irgendetwas auf dem Herz brennt, der Seele brennt, wo wo man könnte von der anderen Seite mal betrachten, dann bin ich gerne für dich da. Genau. Sonst, ja, eben meinen Stream kann man noch nachschauen, dass man auch ein bisschen das Bild hat, um was es gegangen ist. Falls ja, da habe auch Videos zum Thema. Aber die Idee ist eigentlich, dass ich da bin und von außen kann einen Blick geben. Ich tue auch von mir aus reden. Das heisst, wenn jetzt
nichts mehr von deiner Seite kommt, bin ich auch nächste Woche wieder auf die 7:30 da. Lade dich natürlich herzlich ein, dort von Anfang an dabei zu sein. Mir fällt's natürlich viel einfacher, wenn ich 'n Gesprächspartner habe, wo auch irgendein Thema in 'n Raum schmeißt. Das kann eigentlich egal sein was. Es können irgendwelche, Probleme sein mit in der Beziehung oder beim Arbeiten oder mit sich selber. Man kann eigentlich sehr gut herausfinden, woher die Probleme kommen, woher die stammen, weil wir sind, so viel ich jetzt auch schon meine Hand fast ganz ins Feuer lege, eigentlich für alle Umstände selber verantwortlich. Aber wir sind halt blind bei vielen Sachen und sehen nicht, dass wir die Ursache sind. Und suchen das Problem im Aussen. Und wenn man das Problem im Aussen sucht, dann hat man keine Lösung, weil die Lösung wäre, sein eigenes Bewusstsein zu ändern, seine eigene Ansicht zu ändern, sich selber zu ändern und dann tut sich das Aussen automatisch neu formen. Aber sobald wir draussen versuchen rumzudoktern, dann ändert sich im Inneren nichts und somit wird auch nie etwas im Aussen geändert. Genau. Aber dann ist doch das super, den Mensch habe ich gerade vergrault. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Brauchen mehr Anlaufstellen, das habe ich gelernt. Die Menschen brauchen zum Teil 4 bis 5 Mal 'ne Anlaufstelle, bis sie merken oder 'ne Schnittstelle, bis sie merken, das ist gut. Und ja, darum beim nächsten Mal dann. Nein, genau, also Zora, danke auch für deine Zeit. Bin gerne nächste Woche auf die 7:30 wieder da und ja. An die da waren, danke und auch an die bis dahin noch fertig schauen, an die Hunderte von Leuten, da bin ich unendlich dankbar. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir auch vorgängig eure Fragen schicken. Wenn ihr nicht wollt, dass wir offen über Themen reden, könnt ihr mir auch einfach eine Nachricht schicken. Ich glaube, das geht mittlerweile sogar, habe ich gemeint. Und sonst habe ich auch meine E-Mail verlinkt und glaube auch ja, also auch mein WhatsApp ist auch verlinkt, könnt ihr mir schreiben, wenn es irgendetwas gibt, wo ich aufgreifen soll, wenn ihr irgendeine Idee habt. Wenn ihr nur zuhören dann dürft ihr mir auch gerne einfach sagen, über was ich reden kann. Was euch interessiert, da tue ich auch gerne machen. Das ist für mich dann auch cool, dann weiss ich kann über etwas reden und muss nicht selber, die ganze Zeit irgendetwas aus dem Ärmel rühren. Voll. An dieser Stelle danke vielmals und bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedergüchs.